Diese 4 Menschen haben sich gerade mal vor einer Minute kennengelernt. Und diese beiden haben sich noch nicht mal vorgestellt. Und trotzdem wird hemmungslos geknutscht. Ich glaube, das ist einfach dieses absolute Wiesenflair, wo einfach die ganzen Frauen einfach total locker drauf sind. Wir sind auf der Wiesn, dem größten und angeblich auch zügellosesten Volksfest der Welt. Mit jeder Maß Bier mehr werden die Hemmungen weniger. Doch wie knutschbereit sind die Wiesenbesucher tatsächlich? Wir machen den Test. Bea und Theresia sind Singles und unsere Testpersonen. Sie werden versuchen, innerhalb einer Stunde so viele Küsse wie nur möglich zu bekommen. Wir werden gewinnen! Und diese beiden Herren gilt es zu besiegen. Kili und Franz sind echte Münchner und auch sie werden sich gleich durch die Zelte knutschen. Ein Gentleman schweigt und genießt. Wer die meisten Küsse im Bierzelt kassiert, gewinnt. Und auch wenn die Mädels es möglicherweise einfacher haben, dürfen sie anfangen. Auf geht's! Schon nach den ersten Versuchen ist klar, Bussis sind kein Problem, das zählt aber nicht. Wir wollen Küsse. Also Mädels, bitte richtig. Geht doch. Das erste Knutschopfer ist bereits nach 3 Minuten gefunden. Theresia handelt sich währenddessen einfach dessen Kumpel. Es hat nur 15 Sekunden gedauert und du hast sie schon geknutscht. Warum? Weil es Wiesn ist, weil es lustig ist, weil sie nett ausschaut. Warum nicht? Nochmal zur Erinnerung, die Mädchen haben sich nicht mal vorgestellt und weiter geht die Suche nach potenziellen Knutschpartnern. Ob sich dieser junge Herr trotz Freundin an seiner Seite erweichen lässt? Meine Freundin sitzt auch links neben mir. Ist jetzt gerade schlecht. Lass uns gerne. Punktabzug für diesen Herrn. Gefühlt ist auf der Wiesn jeder Single. Wie viele Männer hast du geknutzt? Ist egal. Bin ich der Erste da? Und große Überzeugungsarbeit muss auch nicht geleistet werden. Zwischenstand 3 Punkte und die hat sich die 19-Jährige hart erknutscht. Jetzt richtig anstrengend, hätte ich nicht gedacht. Vor allem kratzt meine Haut richtig, wenn dann schnell gesündelt werden. Das ist schon ziemlich dreckig, ein bisschen laut. Doch trotz erster Ermüdungserscheinungen, die Männer auf dem Oktoberfest können den Mädels nicht widerstehen. Mal zaghaft, mal wild. Theresia und Bea haben noch nie so viel geknutscht wie an diesem Nachmittag. 13 Männer in einer Stunde, das ist rekordverdächtig. Die Jungs haben sich währenddessen Mut angetrunken. Schließlich haben sie kein Dirndl-Dekolleté, mit dem sie punkten können. Aber noch sind sie zuversichtlich. Wir schauen gut aus, sind junge, knackige Jungs hier und dann unten sind lauter hübsche Mädels, die nur darauf warten, aufgerissen zu werden. Siegessicher begeben sich Franz und Kili Richtung Bierzelt, doch irgendwie läuft's nicht so, wie die 19-Jährigen es sich vorgestellt hatten. Es hagelt Abfuhren, nach 20 Minuten immer noch kein einziger Kuss. Schuld sind natürlich die anderen. Ich verzweifle echt schon langsam. Entweder ist das Publikum zu alt oder sie haben einen Freund oder sie wollen einfach nicht mit uns rummachen. Dann probiert's doch mal bei betrunkenen Frauen. Ein kleiner Kuss für uns auf den Mund. Geht doch, aber so richtig begeistert sehen die Jungs nicht aus. Ich liebe es, Jungs nach nur 5 Sekunden zu küssen. Der Anfang ist geschafft, jetzt heißt es Gas geben, Jungs. Ein Bussi auf den Mund, geht das? Weil's Wiesn ist so schön. Ein kleines Bussi ist okay, warum aber nicht mehr? Mein Papa ist dabei und deshalb kommt man nicht so rumknutschen. 2 Punkte für die Jungs. Inzwischen ist es später Nachmittag und so bekommen die beiden Unterstützung vom ein oder anderen Bier. Nach einer Stunde haben sie kräftig aufgeholt. 10:13, ein anständiges Ergebnis. Aber knapper Sieg für die Mädels. Wir haben am Anfang zuerst auf Qualität geschaut und nicht auf Quantität. Und aufgrund dessen haben wir sehr viel Zeit verloren. Aber ich bin trotzdem ganz zufrieden, weil wir echt eine gute Auswahl getroffen haben mit den Mädels, mit denen wir rumgemacht haben. Ja, genau. Möglicherweise hängt bei den Jungs vieles vor allem mit der Quantität der Biere zusammen und das macht es den Mädchen einfach leichter, zumindest beim Thema Knutschen.